Soll ich Ostern so gebärden wie Auferstehung oder wie Osterhase? Ach, hallo, da seid ihr ja schon. Sehr gut. Ich brauche nämlich eure Unterstützung. Ich will endlich mehr über Ostern wissen. Was fällt euch denn spontan dazu ein? Also der Osterhase malt immer zuerst die Eier an, nämlich die Ostereier. Und dann legt er sie in den Korb. Den hat er immer dabei. Und den schnallt er sich dann auf den Rücken. Man sucht nach ganz bunten Eiern. Mit den Eiern in den Korb hoppelt der Hase davon. Wir backen zu Ostern immer einen Osterhasen. Das liebe ich. Den esse ich immer auf. Er ist ein Symbol für die Wiedergeburt. Jesus ist gestorben und auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre es sinnlos, Ostern zu feiern. Könnt ihr mir mehr über Ostern erzählen? Ja, aber wir müssen vorher noch Sachen holen. Hä? Aber was? Na, da bin ich gespannt. Silas, was bedeutet Ostern für dich? Fällt dir zu Ostern spontan was ein? Das da. Eier anmalen? Ich verbinde mit Ostern, dass Jesus gestorben ist und am Ostersonntag wieder auferstanden ist. Zu Hause feiern wir immer Ostern mit Eiersuchen, Oma kommt zu Besuch. Man trauert am Kar-Samstag, dass Jesus gestorben ist. Und am Sonntag ist er wiedergekommen, also auferstanden. Deshalb feiern wir das Fest so. Ganz genau. Jesus ist auferstanden. Aber wie passt das jetzt mit den Eiern und dem Hasen zusammen? Mit den Eiern? Nee, das weiß ich nicht. Weißt du's? Nee, weiß nicht. Und dann macht man doch auch immer ein Feuer. Wieso? Und was hat der Frühlingsvollmond damit zu tun? Wisst ihr, dass Ostern nie am gleichen Datum gefeiert wird? Mal im März und mal im April? Warum ist das so? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Deshalb kam mir die Idee, eine Ethnologin zusammen mit einer Dolmetscherin zu uns zu bitten. Kommt mit! Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Frau Braun und arbeiten an der LMU in München als Ethnologin, untersuchen Bräuche, Rituale. Und deswegen haben nämlich jetzt diese Kinder hier auch ein paar Fragen. Willst du gerade mal anfangen? Ja, woher kommt denn der Osterhase? Ja, so genau weiß man das nicht. Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Eine Erklärung ist, dass an einem Dom ein Hasenbild ist. Wie man hier sieht, die 3 Hasenohren bilden ein Dreieck, das ist die Trinität, also der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dieses 3-Hasen-Bild hat man oft auch auf Eiern gesehen, das auf Eiern gemalt wurde. Und die andere Erklärung ist, weil es eine Fastenzeit gibt zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag. Und die hat man früher streng eingehalten. Man hat also auch kein Fleisch, kein Fett und keine Eier gegessen. Dann hatte man an Ostern sehr viele Eier und die mussten irgendwie untergebracht werden. Und da hat man eben die Eier für die Kinder versteckt. Und hat es irgendwie verschleiert, wer das bringt. Und es war nicht nur der Osterhase, der die Eier gebracht hat. Es waren auch andere Tiere. Es war zum Beispiel die Himmelshenne. Oder man sieht hier sogar Küken haben die Ostereier versteckt. Oder es gab den Fuchs und den Kuckuck. Und sogar der Nikolaus hat die Ostereier versteckt. Und eben auch der Osterhase.
Der Osterhase hat letztlich das Rennen gemacht. Er war sehr beliebt, vielleicht weil man im Frühjahr ihn so oft gesehen hat. Und dann hat man so einen menschlichen Osterhase draus gemacht. Und der war bei den Kindern natürlich sehr beliebt. In den Bilderbüchern ist der Osterhase erschienen. Man hat Postkarten geschrieben mit diesem Osterhasen. Und die Bäcker und Konditoren haben dann Schokoladen, Osterhasen gemacht und Zuckerhasen. Und von daher hat sich der Osterhase letztendlich durchgesetzt. Kennen Sie den Brauch, dass man dem Osterhasen einen Brief schreibt wie dem Nikolaus? Ja, ich habe davon gehört. Das finde ich eine ganz tolle Idee, dass man direkt dem Osterhasen einen Brief schreiben kann. Es ist ein neuer Brauch und es ist ja das Schöne, dass Bräuche sich verändern. Und wisst ihr was? Ich habe hier die Postadresse vom Osterhasen. Schaut mal. Was haltet ihr davon, wenn wir ihm einen Brief schreiben? Kommt. Also hier steht, wo der Osterhase wohnt. Echt jetzt? Wo soll der denn wohnen? Ja, da steht's. In Ostereierstedt. Kommt, da schreiben wir jetzt einen Brief hin. Magst du schreiben? Nee, was soll ich denn da schreiben? Na, gute Frage. Was könnten wir denn schreiben? Habt ihr eine Idee? Na, dass er uns Eier versteckt. Na bitte, das ist doch eine gute Idee. Schreib, dass der Osterhase uns Eier verstecken soll. Auf dem Feld da hinten. Silas, und du bringst das jetzt zur Post, okay? Zu Ostern gibt es viele unterschiedliche Bräuche. Aber alle haben einen gemeinsamen Ursprung: die Religion. Das hier zum Beispiel ist ein typischer Osterkorb mit vielen Schmankerln. Sieht lecker aus. Und diese Osterkerze hier ist von großer Bedeutung in der kirchlichen Liturgie. Das Osterfeuer wird nachts entfacht und brennt bis in die frühen Morgenstunden. Die Kerze wird an der Glut angezündet und zur Kirche getragen. Dort wird dann die Ostermesse gefeiert. Hallo. 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 Da das Kreuz. Ja, stimmt. Ein Kreuz. Boah, habt ihr viele Sachen dabei. Und die haben alle mit der Geschichte von Jesus und mit Bräuchen zu tun? Sagt mal, woher wisst ihr denn so viel? Ich lese die Bibel. Ah, aus der Bibel. Was? Du liest die Bibel? Ja, oder Mama liest mir daraus vor. Ihr kennt euch wirklich gut aus. Wow. Und ihr möchtet uns die Geschichte vorspielen? Ja? Wisst ihr denn über die Ostergeschichte Bescheid? Nein? Ich auch nicht. Na, dann schauen wir es uns doch zusammen an. Am Palmsonntag kommt Jesus nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Jünger, das sind die besten und engsten Freunde von Jesus. In Jerusalem möchte er das Passafest mitfeiern.
Die Menschen freuen sich sehr über Jesus' Ankunft und finden es gut, denn er kann viele Wunder vollbringen. In einer Zeit voller Krieg und Gewalt erklärt aber Jesus: Liebe deine Nächsten und sogar liebe deine Feinde. Viele hat das überzeugt und sie wollen es wie Jesus machen. Seine Feinde aber sind wütend. Sie wollen, dass Jesus verschwindet, weil sie Angst haben, ihre Macht zu verlieren. Am grünen Donnerstag sitzt Jesus mit seinen Jüngern am Tisch. Sie essen gemeinsam und unterhalten sich. Nur Jesus weiß, dass etwas Schlimmes passieren wird. Das hat Gott ihm vorausgesagt. Deshalb bittet er seine Jünger, auch in Zukunft sollen sie sich zu seinem Gedächtnis Brot und Wein teilen. Nach dem Abendmahl geht Jesus mit seinen Jüngern hinaus in den Garten. Zur damaligen Zeit behandelten die Römer das jüdische Volk nicht schön. Sie unterdrückten sie. Die Römer haben einen der Jünger bestochen, damit dieser verrät, wo sie Jesus finden können. Judas, dieser Jünger, führt die Römer zu dem Garten. Dort verstecken sie sich, bis sie Jesus erspähen. Als Zeichen für die Römer gibt Judas Jesus einen Kuss auf die Wange. So erkennen die Römer Jesus, nehmen ihn fest und führen ihn ab. Du, Jesus, musst sterben. Jesus wird dem römischen Anführer Pontius Pilatus vorgeführt. Pilatus entscheidet, dass Jesus noch am selben Tag an ein Kreuz genagelt sterben soll. Nachdem Jesus gestorben ist, wird er vom Kreuz genommen, in ein Tuch gewickelt und in ein Felsengrab gelegt. Dafür wird ein großer Stein gerollt. Wenn jemand stirbt, den man liebt, ist die Trauer groß. Es dauert lange, bis man damit zurechtkommt. Einige Frauen wollen nach Jesus Grab sehen. Doch Jesus' Leichnam ist nicht mehr da. Sie glauben, jemand hat den Stein weggerollt und den Leichnam gestohlen. Da erscheint ihnen ein Engel, der sie beruhigt und sagt: Frauen, ich weiß, ihr sucht Jesus Christus. Aber Jesus ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Er lebt.
Was hat denn Ostern und das Ei miteinander zu tun? Das Ei erinnert an die Auferstehung Jesus. Aus diesem Ei entsteht ja neues Leben. Das Ei zerbricht, geht kaputt und dadurch da entsteht ein neues Leben. Und das haben die ersten Christen schon als Symbol genommen. Die haben sich ein Ei geschenkt, rot angemalt, dass es einfach an die Auferstehung und das Blut Christi erinnert. Und später hat man sich die Eier immer verschenkt, einfach Erinnerung an die Auferstehung Jesu. Mich würde interessieren, ob es weltweit gleich gemacht wird, dass es an Ostern mit Ostereiern gefeiert wird, oder gibt es Unterschiede? Also die Osterbräuche sind in der ganzen Welt ganz unterschiedlich. Es gibt sehr viele unterschiedliche Bräuche in verschiedenen Ländern und sogar lokal gibt es ganz unterschiedliche Bräuche. Aber überall, wo Ostern gefeiert wird, da wird die Auferstehung von Jesus gefeiert. Ich bin gespannt, welche Osterbräuche es parallel dazu noch gibt, also ohne religiösen Bezug. Mal schauen, wie andere Ostern feiern. Nehmen wir Deutschland zum Beispiel. Da ist natürlich der Osterhase, der den Kindern ihre Geschenke heimlich versteckt. Hier in Amerika ist das übernommen worden. Dorthin kommt auch der Osterhase und versteckt den Kindern Eier. Sogar im Weißen Haus. Schaut mal. Hier in Finnland gibt es etwas ganz Außergewöhnliches. Da kommt nicht der Hase, sondern da kommt eine Hexe auf ihrem Besen geritten, um den Kindern Süßes zu schenken. Die Osterfeiern finden auch nicht im Freien statt, denn dafür ist es dort noch viel zu kalt und Gras wächst auch noch keins. Nein, dort lässt man Gras im Haus wachsen und feiert drinnen. Spannend. Aus dem Land daneben, aus Schweden, hat uns eine gehörlose Frau, Julie af Klintberg, ein Video geschickt. Sie erzählt uns darin, wie die Kinder brav in der Reihe geduldig warten, um gleichzeitig zum Eiersuchen losrennen zu dürfen. Und wie machen das die Erwachsenen? Das erzählt sie uns jetzt selbst. Die Kinder stehen ganz brav in einer Reihe, während wir Erwachsenen dahinter an uns zerren, drängeln und schubsen. Die Kinder beschweren sich bei uns, dass sie es schaffen, in einer Reihe zu warten, aber die Großen nicht. Aber wir ziehen und zerren weiter an uns, bis endlich der Startschuss fällt und alle ausströmen. Die Erwachsenen spielen das Heiß-Kalt-Versteckspiel, denn die Eier werden an Orten versteckt, bei denen man sich wirklich anstrengen muss, um sie zu finden. Die Eierverstecke für die Kinder sind einfacher. Manchmal sieht man sie sofort. Die Erwachsenen müssen sich abmühen, um etwas zu ergattern. So wird eifrig bei uns gesucht. Meine Familie setzt sich anschließend auf die Stufen in der Sonne, um ihre Leckereien mitten in dem Trubel zu vernaschen. Das ist so schön. In Litauen muss das Haus picobello sauber, gefegt und die Fenster geputzt sein. Kein Staubkorn darf mehr zurückbleiben. Das verheißt für das kommende Jahr Gesundheit und hält alles Böse fern. Hier, am anderen Ende der Welt, weit weg, liegt Australien. Auch dort gab es früher den Osterhasen. Bis wilde Hasen und Kaninchen alles auf den Feldern ratzekahl gefressen haben. Seitdem können die Australier Hasen nicht mehr leiden. Sie haben kurzerhand den Hasen mit ihrem Bilby ersetzt. Ein Beuteltier mit langer Nase und langen Ohren und einem langen, dünnen Schwanz. Der Osterbilby versteckt für die Kinder auch Süßigkeiten. Und dort gibt es dann anstelle des Schokoladen-Osterhasen auch ein Schokobilby. Interessant. Osterzeit, Frühlingszeit. Auch Zeit für neues Leben. Das Fohlen hier ist erst 6 Stunden alt. Es kam heute Nacht zur Welt
und steht schon auf seinen starksigen Beinen. Süß, nicht? Das Osterfest fällt bei uns jahreszeitlich ja immer in den Frühling. Auch unabhängig von Jesu Auferstehung gibt es dann einen Neuanfang, neues Leben. Die Natur erwacht wieder, viele Tiere beenden ihren Winterschlaf, die meisten Tierkinder kommen dann im Frühling zur Welt. Die Tage werden wieder heller und länger, und die immer wärmere Sonne lockt die Tiere aus ihrem Unterschlupf hinaus ins neue Leben. Und dieses Licht hat übrigens nicht nur für uns, sondern auch für die Kirche eine große Bedeutung. Das Osterfest fällt nie auf denselben Tag. Es orientiert sich am Frühlingsanfang, genauer gesagt am ersten Frühlingsvollmond, sodass Ostern irgendwo auf ein Datum zwischen dem 22. März und dem 25. April fällt. Das Osterfeuer symbolisiert wieder Licht, nachdem Jesus gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Dann symbolisiert das Osterfeuer die Helligkeit, die Wärme. Und Jesus sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Und das spiegelt sich auch in diesem Osterfeuer wieder. Nach einer dunklen Nacht wird es wieder hell. Na, wie geht's euch? Kalt und ich kann nichts sehen. Und dir? Mir ist kalt. Ja, es ist kalt. Ich kann die Dunkelheit fühlen. Ich sehe nichts, nur Finsternis. Und frage mich, wann ist das wieder vorüber? Wann kommt die Wärme wieder zurück? Stimmt doch, oder? Wir können Feuer machen. Feuer, gute Idee. Ich zünd eins an. Kennt ihr jemanden, Oma oder Opa, jemanden, den ihr lieb hattet, der gestorben ist? Ja, die Uroma. Die Uroma. Ja, und der Uropa. Und wie war das für dich, als sie gestorben ist? Ich war traurig. Traurig, ja. Uroma ist vor 5 Jahren gestorben. Ich bin immer noch traurig. Das verstehe ich. In der Trauer fühlt sich alles dunkel an, kalt und schwer und nie enden wollend. Ostern gibt uns die Hoffnung, dass das Leben nicht mit dem Tod endet, dass das Leben weitergeht, so wie es auch in der Natur immer weitergeht. So wie die Natur Dunkelheit und einen langen, kalten Winter überwindet und uns wieder Licht und Wärme spendet. So wie die Tierkinder wiedergeboren werden, wenn es noch kalt ist und sie im Frühling ins Leben strömen. Und alles seinen Lauf nimmt. Und so feiern wir zu Ostern doch ein ganz besonderes Fest. Früher war in der Kirche das Osterlachen ein wichtiger Brauch. Noch heute erzählen Pfarrer und Priester Witze, damit gelacht wird. Ostern hat auch was Lustiges.
Und ich wüsste wirklich gern, was genau es mit dem Hasen auf sich hat. Und es gibt viele witzige Osterspiele. Eins davon zeigen uns Alma und Viola. Da fällt mir ein, wir haben doch Post an den Osterhasen verschickt. Haben wir schon Antwort von ihm bekommen? Noch nicht, oder? Wisst ihr da was? Du, Eneas? Ja, ich habe den Brief vom Osterhasen gerade bekommen. Vom Hasen mit den großen Zähnen. Ja, Wahnsinn. Wir haben schon Antwort bekommen. Jetzt bin ich aber neugierig, was da steht. Wir haben uns doch vom Osterhasen gewünscht, dass er uns hinten am Feld Eier verstecken soll. Kommt, lasst uns noch die 3 Jungs, Avir, Levian und Jared dazu holen. Kommt! Was das? Ein Auto. Mein Auto. Ich habe ein Auto bekommen. Schau doch. Ich habe ein Dino-Ei zum Aufklopfen. Da, guck, das hast du auch. Jetzt schau doch. Da, mein Auto. Ich habe doch ein Auto bekommen. Ich hoffe, euch hat die Osterbotschaft erreicht. Leben besiegt Tod, Licht besiegt Dunkelheit, Hoffnung besiegt Angst. Ich wünsche euch frohe Ostern. Frohe Ostern euch allen. Tschüss. Für dich. Oh, das ist für mich. Oh, wie süß. Danke. Für dich.